Cześć. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Schauen wir uns zunächst die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gewährt der Führung der tibetischen Zentralverwaltung eine Audienz. Die 9. internationale Konferenz der Tibet-Unterstützungsgruppen beginnt in Brüssel, Belgien. Sejong nimmt an der goldenen Jubiläumsfeier der tibetischen Siedlung Gollegal Thundeling in Südindien teil. Galön Nosinjama nimmt an der goldenen Jubiläumsfeier der Sambodha Tibetan School in Gollegal teil. Tibetische Kultur wird auf dem nationalen multikulturellen Festival in Canberra präsentiert. Die Tibet Support Group in Japan hält ihr jährliches Treffen ab. Am Montag dieser Woche, am verheißungsvollen 10. Tag des tibetischen Mondneujahrs, gewährte seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama während der Anrufung der Staatsorakel in der Residenz seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Dharamsala der Führung der tibetischen Zentralverwaltung, bestehend aus dem Sprecher Khenpo Sonam Dempe, Sejong Bemba Tsering, dem Justizkommissar Denzil Lungdo, Galön Thalam Döma Changra und Galön Yari Döma, eine Audienz. Am Dienstag dieser Woche leitete seine Heiligkeit der Dalai Lama den ersten Tag einer 4-tägigen Gelong-Ordinationszeremonie für vollordinierte Mönche in seiner Residenz in Dharamsala. Während der 4-tägigen Zeremonie wurden insgesamt 288 Kandidaten voll ordiniert. Am Donnerstag dieser Woche beginnt in Brüssel, Belgien, die 9. internationale Konferenz der Tibet-Unterstützungsgruppen vom 22. bis 25. Februar. Gestern trafen der Sprecher Khenpo Sonam Dempe des tibetischen Exilparlaments, Sejong Bemba Tsering und Galön Nosinjama von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der CTA am Brüsseler Flughafen ein und wurden von der tibetischen Gemeinschaft unter der Leitung des Repräsentanten Rigsin Chödön-Gyalkang und des Sekretärs Tinle Wangdu vom Büro für Tibet Brüssel sowie von Balden Tsering, dem Präsidenten der belgischen tibetischen Gemeinschaft, herzlich begrüßt. Am Abend gab die tibetische Zentralverwaltung einen Empfang, um die Teilnehmer der 9. internationalen Konferenz der Tibet-Unterstützungsgruppen im Tonhotel Brussels City Centre in Belgien zu begrüßen. Bei der Veranstaltung wurden auch tibetische kulturelle Darbietungen der tibetischen Gemeinschaft in Brüssel gezeigt. Die Konferenz wird von der Tibet-Interessengruppe des Europäischen Parlaments einberufen und von der International Campaign for Tibet Europe mitorganisiert und vom Tibet-Büro in Brüssel und der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Zentralverwaltung unterstützt. Einer der größten tibetischen Siedlungen in Südindien, die tibetische Siedlung Thundeling und Gollegal, feierte am 17. Februar ihr goldenes Jubiläum in Anwesenheit des Hauptgastes Sejong Bemba Tsering und des Sondergastes Galön Nosinjama von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der CTA. Sejong Bemba Tsering hielt bei der Feier des Gründungsjubiläums die Hauptrede. Sejong forderte die Anwesenden auf, die Ratschläge seiner Heiligkeit in die Tat umzusetzen und berichtete über die Bemühungen des 16. Gasha, internationale Unterstützung für eine schnelle Lösung des Tibet-China-Konflikts durch die Politik des Mittleren Weges zu gewinnen. Während der Feier verlas Gollegal Tibetan Settlement Officer Gele Jungne die Botschaft seiner Heiligkeit des Dalai Lama zum goldenen Jubiläum, in der seine Heiligkeit die vorrangigen Ziele der Errichtung tibetischer Siedlungen für die Integration der Tibeter und die Bewahrung der tibetischen Tradition im Exil betonte. In der Botschaft wurden die Exil-Tibeter aufgefordert, sich nicht zu spalten und vereint zu bleiben, so wie die Tibeter innerhalb Tibets, die trotz der strengen Unterdrückung durch die kommunistische chinesische Regierung ihr festes Engagement für die Einheit aller Tibeter bewiesen haben. Im Rahmen der ganztägigen Feierlichkeiten gab es auch eine Reihe von kulturellen Darbietungen und die Verleihung von Auszeichnungen an ehemalige Siedlungsbeamte, Beamte und andere NRO-Mitglieder für ihre Verdienste um die Siedlung Thundeling. Galön Nosinjama von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Zentralverwaltung nahm am 18. Februar als Hauptgast an der goldenen Jubiläumsfeier der Gollegal Thundeling Sambodha Tibetan School teil. Galön ist eine ehemalige Schülerin der Schule und eine Anwohnerin der tibetischen Siedlung Gollegal Thundeling. Als Hauptgast drückte Ministerin Nosinjama ihre Wertschätzung und Bewunderung für die herausragenden Leistungen der ehemaligen Schulleiter, Lehrer und Mitarbeiter aus, die den Schülern über 50 Jahre lang eine qualitativ hochwertige Ausbildung geboten haben. Die jubelnde Atmosphäre war erfüllt von Enthusiasmus und Stolz, als die Schüler, das Personal und die Gäste den Anlass mit Freude und Dankbarkeit feierten.
Die ganztägige Veranstaltung umfasste Berufsausstellungen, Sport und tibetische kulturelle Darbietungen ehemaliger und aktueller Schüler. Am 19. und 20. Februar nahm die stellvertretende Sprecherin des tibetischen Exilparlaments, Döma Tshering-Derkang, an der Feier zum goldenen Jubiläum der tibetischen Siedlung Gollegal Töndenling teil. Die stellvertretende Sprecherin hielt bei der Feier in Karnataka eine Grundsatzrede und führte den Vorsitz bei der Einweihung des S. Ninjaling Gappa Memorial Cup. An der Veranstaltung nahm der tibetische Parlamentarier Khenpo Chambé Dengse, der Sekretär des Ninjaling Gappa Trusts, sowie verschiedene hochrangige Gäste und die Öffentlichkeit teil. Die einzigartigen kulturellen Traditionen Tibets wurden in der australischen Hauptstadt Canberra während des dreitägigen nationalen multikulturellen Festivals vom 16. bis zum 18. Februar vorgestellt. Tausende kamen in den Genuss köstlicher tibetischer Küche, Darbietungen und Kultur, als die tibetische Gemeinschaft in Canberra wieder einmal an dem Festival teilnahm. Der Stand wurde vom Chief Minister des ACT, Andrew Barr, besucht, der der tibetischen Gemeinschaft für ihren ständigen Beitrag zur Gemeinschaft in Canberra dankte. Das Tibetan Cultural Center (TCC), eine Einrichtung des Office of Tibet mit Sitz in Canberra, nahm ebenfalls an dem Festival teil und verteilte Bücher von Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama sowie allgemeine Informationen über Tibet. Die Tibet-Unterstützungsgruppe in Japan hielten am 18. Februar ihr jährliches Treffen ab, das von Safe Tibet Network, Tibet House Japan und der Tibetan Community Japan (TCJ) organisiert wurde. Während des Treffens sprachen Makino Seisho, Vorsitzender des Safe Tibet Network, Ishikawa Akimasa, Parlamentsabgeordneter und Generalsekretär der japanischen Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet, und Sekretär Ganma Chöing vom Ministerium für Information und internationale Beziehungen zu den Mitgliedern über die aktuelle Lage in Tibet. Dr. Tseon Gyabo Arya, Repräsentant des Verbindungsbüros Seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Japan und Ostasien, informierte die Mitglieder über die Aktivitäten des Büros und sprach unter anderem über den Aktionsplan für das Jahr 2024 und das Konzept des Tibet Village in Japan und bat um ihre Unterstützung. Am 19. Februar stattete der Repräsentant Gyaltsen Jetsenbauer vom Tibet-Büro Taiwan in Begleitung von Koordinator Thubten Tsering vom Tibet-Büro Paris, François Chijung-Wu, dem taiwanesischen Vertreter in Frankreich, und Sandy Sue, dem Präsidenten der Association Formos en France, einen Höflichkeitsbesuch in Paris ab. Während eines produktiven Treffens sprachen sie über mögliche zukünftige gemeinsame Unternehmungen. Vielen Dank fürs Schauen und bis nächste Woche.